Der hat es gerade vorgezeigt. Was hast du gemacht? Was hast du? Das ist Zürich! Das ist Zürich. Das ist echt Zürich, Alter. Hey, schau mal an. Was ist da? Da ist da. Oh mein Gott. Oh shit, Alter. Also gut. Das ist Zürich! Yo zusammen, was geht ab? Wir sind in Zürich. Eigentlich wollte ich den Steve Merson Döner auschecken, aber die Schlange ist zu lang. Vielleicht machen wir später. Auf jeden Fall machen wir hier jetzt mal eine Umfrage. Ich würde sagen, ich rede gar nicht so lange und ja, fangen wir an. Peace. Erzählt mir mal, was läuft eigentlich in Zürich? In Zürich? Ja. Sehr vieles. Also, man sieht viele Polizisten da. Wieso? Ja, keine Ahnung. Stress. Was hast du alles so mitbekommen? Heute nicht viel, aber halt ein paar Sirenen und ja. Ich bin nicht so oft in Zürich, aber genau wie er gesagt hat, eben viele Polizei, viele Krankenwagen und so muss man fahren. Alter, Sirene, Polizei. Ich habe gemeint, wir sind hier in einem sicheren Land. Kriminell. Was heisst das? Keine Ahnung. Schlimm einfach. Was ist das schlimm? Was ist das Schlimmste gewesen, was du hier in der letzten Zeit hier erlebt hast? Keine Ahnung. So, in Tös ist dort richtig schlimm. Dort sind nur Junkies und so. Ist das Schlimmste, was du hier gehört hast? Ich habe mal gehört, dass sie Schulhaus angebrannt haben. Angezündet? Ja. What? Ey. Alter, ich weiss nicht, ob wir hier in der Schweiz sicher sind, gell? Also, erzähl mal. in Zürich? Nein, ich wohne nicht in Zürich, ich bin Aargauer. Aber erzähl mal, was läuft in Zürich? Ein paar Mal Amok gelaufen in die Schule. Nein! Und ja, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, Stress viel in Zürich, keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Was ist das Schlimmste, was du hier erlebt hast? Dass sich so zwei gegenseitig mit Steinen und so abgeworfen haben. Und Hey, nein, Alter. Zürich ist halt Liebe, checkst die Stadt. Dort, wo du aufwachst, ist es so, checkst. Ist Liebe Stadt? Ja, ein bisschen Gewalt und so, aber Das ist Liebe! geht noch, geht noch. Er sagt, Liebe Stadt, ein bisschen Gewalt, okay, ja, alles klar. es ist eine schöne Stadt und eine teure Stadt. Schöne und eine teure Stadt. Okay, das ist gut beschrieben, ja. Parma ist gut, Parma ist ein bisschen krank. Was ist doch krank in Zürich? Ja, die Leute, Was heisst das? so, keine Ahnung, Junkies oder so. Es gibt so Leute auf der Straße, die schreien einfach um. Welche Nationalität hast du? Kongo und Angola. Albanien. Okay, erzähl mal, was typisch für Kongolesen sind. Tanzen oder essen. Was essen die eigentlich? Bundu mit Reis oder Madesu mit Reis oder Mikati ist auch richtig fein. Was ist so typisch für Albaner? Ja, bei uns eigentlich auch so tanzen, so feiern und ja, essen eigentlich. Okay, so von der Art her. Man will immer flexen. Also. Du musst immer flexen, du musst zeigen, wo du bist. Man ist halt nationalitätsstolz. Wie hinter das ausdrücken? Ja, weiß nicht wie, keine Ahnung. Weißt du nicht wie? Das müsst ihr doch wissen, du bist Albaner. Was ist typisch für einen Italiener? Pizza essen. Nur das. Ja, voll geil, ich schwör. So von der Art her. Einfach chilliges Sex. Was ist typisch für Serben? Wahrscheinlich groß sein, keine Ahnung. Sonst von der Art her, Charakter. Manchmal sturköpfig. Und was ist typisch für Kolumbianer? Mas jeder Kolumbianer ist Drogendealer. Okay, alles klar, gut. Bist du auch so einer? Ja. Brauchst du etwas? Was ist typisch für Italiener? Gutes Essen. Und sonst von der Art her? Temperamentvoll. Wie sind die Deutschen drauf? Also ich weiss, am Morgen immer, wenn ich in Deutschland am Morgen esse, es gibt immer Brot, das ist immer fein. Und wie sind die Deutschen so als Charakter drauf? Ja, also reklamieren es viel. Sind viel am Nörgeln, sagst du? Ja. Und wie sind die Serben drauf? Die sind eigentlich oft so entspannt drauf, aber eine Spezialität ist halt oft so Passuli und so. Was ist typisch für Eritreaner? Alles richtig gesagt, Eritreaner? Also Sorry, Eritreer. Eritreische Väter sind schon mit 35 glatt, aber schöne Nationalität und so. Schöne Mädchen. Schöne Mädchen. Ja, normal. Erzähl mir etwas über Albaner. Jeder Mensch ist schön und jeder Albaner ist schön. Und Albanerinnen. Wie sind Pakistanis drauf? Parma krank, Parma normal. Wer ist krank? Auch gleich straight auf der Straße rum oder keine Ahnung, die sind auf der Straße so Saltos machen. Keine Ahnung. Was? Also, was ist so typisch für Marokkaner? Geiles Jas. Geiles Tier. Ja, G's, ja. Sie sind die besten Menschen auf der Welt. Was ist so typisch für Syrien? Ja, Essen und so. Ja, bro. Also Essen. Oh. Ja, bro. Ja, Bro. Ja, Shawarma kennst du? Irmer? Shawarma, Bro. Shawarma, aha. Baklava. Baklava. Ist das nicht türkisch? Eben. Baklava. Nein. Türkisch. Wallah, Türkisch. Shawarma ist aus Libanon, Bro. Was denkt ihr, was ist die Hauptstadt von Amerika? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Amerika ist doch ein Land, gibt es eine Hauptstadt von Amerika? Das sind doch nur Staaten. Also was hast du gesagt, Amerika ist ein Land? Nein, ist ja ein Kontinent, oder? Ja gut, okay gut. Wenn wir das Land nehmen würden, würde ich jetzt sagen USA. Ja, Was ist die Hauptstadt von USA? keine Ahnung. Weißt du nicht? Nein, ich bin nicht gut in Geografie. Keine Ahnung, Geografie nicht. Amerika, es gibt nicht. Gibt's nicht? Also meinst du Südamerika oder Nordamerika? Amerika, also Nordamerika. Also, Also USA. USA, ja, Washington. Ich glaube New York. Washington DC. Washington DC. Ja, keine Ahnung. USA oder so. Ich sag auch Washington DC. Washington. Washington.
Oh. Ja, genau. Nun, die machen mir immer... Okay, okay. Die nächste Frage ist, was ist die Hauptstadt von Afrika? Keine Ahnung, sag du. Ich weiß auch nicht. Was denken Ah, Ghana. Ich würde Ghana. Ghana? sagen. Ja, das ist das. Okay, was sagst du? Keine Ahnung, ich sag auch Ghana. Vertrau dir. Keine Südafrika. Ja. Ghana oder so, kann ich. Es gibt nicht. So nicht. Afrika ist ein Kontinent. Stimmt. Ja. Keine Ahnung, Mann. Was Man denkst fragt du? schon wieder für Sachen. Jetzt freu mich andere Sachen. Das ist ja einfach. Weiß nicht, Mann. Bro, was für Afrika? Es gibt keine Hauptstadt von Afrika. Oder durch vielleicht Kenia oder so. Es Was gibt für keine. Afrika? Zum Beispiel... Hey, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Es hat keinen, glaub. Wieso nicht? Also Afrika. Peking. Oder Bangkok oder so. Bangkok oder so. Peking, Bangkok. Ja. Also, das ist jetzt der TikToker-Bonus. Wir dürfen reinschmuggeln. Wir müssen nicht so lange anstehen. Ich bin echt gespannt auf den Döner. Let's go! Reden wir ein bisschen über den Döner. Preis-Leistung ist gut, 1 Franken. 1 Franken, wo findest du das? Zusammensetzung, hä? Sehr saftig. Brot ist mega frisch. Fleisch sehr gut reingeballert. Die Sauce hat mich überrascht. Habe ich bis jetzt noch nie gehabt. Überzeugt mich aber mega. Ich würde sagen, für das hier gibt es einen Merson Food Award in Platin. Von 10 von 5 Sternen. Was denkt ihr, in welchem Land hat es die schönste Frauen? Ich würde mal sagen, Ukraine, auf jeden Fall. Wieso? Wie es so ist. Polen, auch super Frauen. Ja, die 2 Länder. Ja, Polen, meiner Meinung nach. Wieso Polen? Ich kenne sehr viele Kolleginnen und Familienmitglieder aus Polen, die sind alle... Familienmitglieder? Nein, 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 nur Kollegen. Tetov. Land. Albanien. Wieso? Einfach weil brutal. Serbien. Wieso? Weil ich auch Serbien bin. Ist einfach so mein Typ. Und dein Teil? Albanien. Wieso? Es ist einfach so. Bro, was ist die ugly, Alter? Bro, Marokkanerin, Bombakla. Jungs, doch, Libanon hat echt geil. Libanon, Bro, mir kann nein, Libanon. Russland. Ukraine. Bro, die sind blond, Bro. Latinas sind okay, aber ja, Libanon, Sarah waren ja. Ein Metzger ist 2 Meter groß. Er hat Schuhgröße 45. Was wiegt er? Keine Ahnung. Ich würde mal schätzen, keine Ahnung, 90 Kilo. 90 Kilo? 100. 1 Meter was? Schon wieder? 2 Meter. 2 Meter. Ich sag 85 Kilo. 200. Wie viel war er? 2 Meter und 2 Meter und hat Schuhgröße 45. 245 Kilo. Wie bist du auf die Zahl gekommen? Ah ja, keine Ahnung, wegen 2 Meter und dann noch 45 zusammen. Er ist 2 Meter groß und hat Größe 45. Schuhgröße, ja. Bro, er ist schon drüber. Ja, okay, ich denk mal, er ist sogar ein Lauch. Ist er Lauch oder Brei? Lauch. Okay, dann ja, dann ungefähr so. Ich gebe ihm 45, 50. Himmel, kleine Brüder. 45, 50 Kilo. Für 2 Meter Metzger. Ja, wenn natürlich. Ich glaube so vielleicht 80 oder so. Oder nein. 130 muss er sein. Nein, ich weiß. 70. Was würdet ihr für 100'000 Stutz machen? Keine Ahnung. Vieles auf jeden Fall. Zum Beispiel? Könntet ihr jetzt, keine Ahnung, vielleicht von diesem Balkon abspringen? Ich würde einen Gehfehler geben. Was willst du machen? Ich würde Oma einen Gehfehler geben für 100'000 Franken. Was ist das? Beistellen. An wem? An der Oma. Von der Oma, Mann. Irgendeine. Du willst eine Oma beistellen? Ja. Für 100'000 Stutz? Ja. So eine Oma. Nein, ich würd Fuß geben, Oma, für 100'000. Das ist noch schlimm. Ja, Bro, 100'000 ist 100'000. Verstehst du, was ich meine? Wieso Oma? Das sind viele Döner. Ja. Straße anliegen. Auf der Straße anlegen? Ja. Obwohl Autos durchfahren? Kann ich. Was hätte ich machen? Den Haus ein bisschen zerstören. Was wärst du parat für 100'000 Stutz machen? Auf Auto gehen und tanzen. Wie würdest du tanzen? Ja, keine Ahnung, einfach so tanzen. Wenn so Abend ist Ja. und jemand sagt zum Beispiel, du, geh auf Auto, ich gebe dir 100'000 Stutz, dann gehe ich direkt und tanze. Also du steigst auf Auto drauf und tanzt? Ja, genau. Auf Motorhaube. 10 Liegestütze. 10 Liegestütze? Ja. Für 100'000 Stutz? Ja. Ich glaube, das wäre zu wenig. Du musst ein bisschen Chip drauflegen. Ja, keine Ahnung, ich überfalle Tankstelle. Vieles. Mehr sage ich nicht. Ja, komm, ein Beispiel. Mehr als 10 Liegestütze. Das wäre zu wenig. Für das bekommst du höchstens 2 Franken. Am Ronaldo eine Blase. Also, ich sage dir ganz ehrlich, das würde ich auch so. Was würde ich für 100 Stutz machen? 100'000. Ich würde Kinder kidnappen. Was? Was würdest du für 100'000 Stutz machen? Vieles. Zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel. Aus dem 5. Stock abspringen. Aus dem 5. Stock abspringen? Ja. Was ist, wenn du dann nicht mehr lebst? Dann bin ich tot. Okay, was hast du parat? Skyjumping, keine Ahnung. Fallschirm. Wenn man so von Himmel abspringt, dann Fallschirm. Fallschirmspringen. Ja, Fallschirm, genau. Okay, ich glaube, das bekommst du für weniger Geld. Was wärst du sonst noch parat? Weiß nicht. Überfall, keine Ahnung. Weiß nicht. Bro, blowy game, bro. Bro, blowy. Bro, blowy, bro, bad.
Bro, ich gehe zu... Wie heißt es schon wieder? Elon Musk, Bro. Ich sehe es auf Insta, Bro. Ich gebe dir einen Blow, aber gib mir bitte 100.000, Bro. Was bist du bereit zu machen? Also einfach so viel arbeiten. Also Bank, das so, keine Ahnung. Etwas, wo viel Geld bekommt. Das so. Ja, mein Vater fragen so. Nein, ich hab Dein die... Vater hat 100'000 Stutz. Ja, für arbeiten. Bro, wenn ich sehen muss, Bro, ich verkaufe meine Cousine oder so. Ich bekomme 100.000 Stutz, ich kaufe Insel, ich mach ein neues Land, ja. Ja Leute, das war's mit dem kurzen Video, gell? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle, die hier in Zürich wohnen oder oft in Zürich unterwegs sind, könnt ihr Steve Merson Döner auschecken. Sehr empfehlenswert. Und... Hey Jungs, was geht? Habt ihr Lust auf Umfrage? Könnt ihr Döner auschecken, sehr empfehlenswert. Ich sag's nicht einmal wieder, mein Kollege ist, es ist auch wirklich, ich habe es selber getestet, ich muss echt sagen, positiv überrascht. Folgt mir auf TikTok, Instagram, überall, alles unter verlinkt und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Peace. Habt ihr eine Message an die Zuschauer? Wenn ihr Geld seht, nehmt es einfach auf. Egal ob ein Ding so ausgenommen wird oder so. Nimm einfach Geld. Egal ob du ausgenommen wirst. Ja. Sparen für etwas, keine Ahnung. Das ist mal eine gute Message, okay? Wenn ihr mich irgendwann mal seht, bitte 2 Stutz, ich bin arm.